So meine Freunde, jetzt sind wir wieder bei der Muse und zwar geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil, Linz. Ich habe jetzt da ein wenig ausgewirkt, jetzt schwitze ich wieder Sau, Pause habe ich auch gleich noch gemacht. Und jetzt fahren wir weiter, jetzt fahren wir Richtung St. Florian und dann Richtung Lambach und dann fahren wir wieder Richtung Deutschland. So, das Ganze wird jetzt da dauern ungefähr 3 Stunden. Und jetzt gerade im Moment bin ich noch in Linz und versuche mich da mal auszuquälen, ja, weil ist Berufsverkehr und weil ist gar nicht lustig. So, das einmal zum Thema. Ja, den haben sie Dacherei aber gefahren, das ist auch gut. Allgemeine Linz-Chaotenverkehr, das ist auch zum Speien, wie sagt er sich. Da geht es zu in der Früh, jetzt haben wir 8:02 Uhr, jetzt wird es eigentlich ein wenig lockriger werden. Aber irgendwie haut das überhaupt nicht hin da, weil da ist ja, weiß nicht was los ist heute da. So viel Scheiß, so viele Leute unterwegs. Der fährt der Straßenkehrmaschine direkt nach, oder bist du deppert? Man glaubt es kaum, ein Traum von einem Pflaumenbaum. Ja, das ist jetzt Schleichwerbung, aber nicht zu vermeiden, gell? Wieder bei der Muse. Servus, grüß euch und habe die Ehre. Alles gut soweit. Servus, da Hase. Na, nicht Hase. Global, irgendwas. Kann ich nicht lesen. Habe die Ehre. Jetzt bald fast das gleiche. Ja, dein Logo habe ich jetzt verwechselt, tut mir leid. Da lasst mich aus Linz aus dem Stadtverkehr. Moin, moin! Ich grüße dich, jawohl! So, Linz Stadtverkehr, meine Freunde. Ein Traum mit dem 16-Tonner, ich sag's euch. Gibt's nichts Schönes. Oh, jetzt geht's eh schon wieder. Die schönsten Passagen habe ich auch auslassen heute. Jetzt suchen wir uns die Autobahn und fahren wir auf St. Florian. Euch geht's gut soweit, ja. Das Blinken in Österreich von den Ampeln ist gar nicht deppert, da weiß ganz genau, was umschaltet. Deutschland fast zu die Batsch vom Umschalten an. Da kannst du dich drauf einstellen, das ist echt gut. Wie schon wieder Ortswichtigkeit. An den Backen immer.
Bundesrealgymnasium Linz. Ist das ein Betonbunker, du? Wunderbar. Gibt es auch schöne Dinge. Ja, Stop and Go, gell? Kann man nichts ändern, aber ich habe jetzt da noch ein paar Kilometer, eine halbe Stunde ist bis zum nächsten ungefähr. Wenn ich nicht in den Stau reinfahre, ist alles gut. Aber schaut bis jetzt noch nicht schlecht aus. Also die City-Touren sind so überhaupt nicht meins. In der Früh zwischen, ja, der erste Teil vom Stream, der ist ja schon gelaufen, aber jetzt hat er 3/4 Stunde Pause gemacht. Und ich muss sagen, in der Früh ist schon recht lustig, wenn du da Berufsverkehr hast und alles drückt auf Linz einer. Und dann fast mit 16 Tonnen, dann musst du über 4 Spuren abbiegen. Ah. Ich mag ja nicht jammern, aber Schein ist was anderes. Da fahre ich lieber über Landtour und fahre wegen der Pampa um. Nach 300 Metern den Fahrstreifen nutzen, um halb links auf den Wagenplatz Mann-Hofstraße anzubiegen. Jetzt musst du ein bisschen warten. Moin! Matze! Matze, moin! Ah, jetzt musst du ein bisschen warten, wenn ich stehe, dann kann ich es lesen, weil so ein Roman den packe ich nicht. Fahrstreifen nutzen, um halb links auf Bulgarienplatz Mann-Hofstraße anzubiegen. Den Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. Holzen, ja, freilich geht's mir gut, Matze. Mir geht's selber gut. Bin so glücklich, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ein Scheißdreck. Ich fahr Linz und das passt mir so überhaupt nicht. Und jetzt muss ich gerade feststellen, muss ich geradeaus oder was? Behinderungen auch noch, um Gottes Willen. Ah, da fahren wir da raus. Oh, leck, wo wird denn das Navi wieder hinfahren? Die Strecke kenne ich nicht, das ist schlecht. Einmal rechtswertig einreihen, dann geht's da hin. Ja, sehr schön. Wunderbar. Jetzt stehe ich schon wieder falsch. Oder? Ja, freilich. Was tue ich bitte? Ja, freilich schon dumm. Dumm, ja. So, jetzt haben wir wieder da bei der Musik. Ja, Linz Stadtverkehr ist recht lustig, da geht es um über und durch, rechts und links vorbei und ich als altes Landei, da muss ich mich brutal konzentrieren, dass mich da nicht irgendwo einer da wutzelt. Nicht, dass man geht wie letzte Woche am Flughafen, ne? Da wo mir die andere da rechts rum eingeschnitten ist, da ich meine, ich muss, was habe ich drüber geschrieben, weil mir gar nichts mehr dazu eingefallen ist. Also, ich habe die gesehen gehabt und die duscht da in dem Moment, weißt, ich habe eigentlich unbekümmert weitergefahren. Die hat es nicht einmal gerissen. Das heißt für mich, die hat das gar nicht gesehen. Und das ist schon der Hammer. Ja, das einmal dazu. So, jetzt habe ich wieder genug gemeitert. Was tun wir jetzt? Wir fahren jetzt auf St. Florian und holen wir da ein wenig was ab. Und auf Krankenstraße bleiben. Ah ja, jetzt muss ich da abbiegen. Den Streckenverlauf 4 Kilometer folgen. Ja, ich habe keinen Plan nicht, wo das Navi jetzt da hinfährt, Alter. Das kenne ich ja gar nicht. Hoffentlich gibt es da eine Unterführung, wo ich nicht durchpasse. Ah doch, warte mal, das glaube ich weiß ich doch. Das ist der Bahnhof. Ja, das weiß ich doch. Passt das. Alles gut. Was? Hälfte der Rüben gehackt. Wie meinst du jetzt das? Weil wir 50 sind, naja, habe ich schon mehr wie die Hälfte. Aber mal schauen, was sich da so ergibt noch heute. Und mit der Rente, naja, da habe ich dann noch ein paar Jahre. So, mindestens 10 oder eher 15. Und wenn es nichts mehr dran, dann bleibt die 15. Aber wenn es noch mal was dran, dann habe ich noch 20 Jahre. Aber dann muss ich, glaube ich, wo hinfahren und irgendwas anzünden. Dann sperren sie mich ein.
Und habe ich es auch schon bis zur Rente. So. In der hier abbiegen, ja, blendet der mal auf. Oder recht gut. Schon wieder rot. Ich weiß es auch nicht. Da ist irgendein Seilbaut, der wenn mich sagt, dann schaltet es um. Oder fängt es am Blinken an. Blink kann ich mich gar nicht stellen. So, Kaffee ist auch aus, passt. Schau da mal irgendwo einen Kaffee drin. Also ganz so schnell. So, wie man sieht, ein richtig Sauwetter heute. Da hat es dann lieber daheim auf der Couch liegen bleiben. Aber hilft ja nicht. Jetzt habe ich aber wieder die rote erwischt, gell? In dem Fall wäre der grüne Welle super. Plan, rechts, links, gut. Also jetzt schaltet schon wieder um die blöde Kuh. Ich hab da echt was eingebaut. Ah, nein. Bleib jetzt drin, der sonst stehe. Holst den Kopf nicht aus, oder? Jetzt blinkt der Trottel. Na, hör mal doch auf, oder? Ja, genau. Guckt's nochmal an. Jetzt fahren wir freiwillig da rum. Und schon wieder rot. Ja, das gibt's doch gar nicht. Hauptsache ich bin noch mal gestanden, fahr zu mit deinem gelben Scheißhaufen. Ein Fox? Was ist denn ein VW Fox bitte? Also ein Ab kenne ich und ein Polo kenne ich auch, aber ein Fox, das sagt man jetzt so richtig gar nichts. Ah, VW Fox. Man lernt nicht aus. Aber jetzt schafft es, dass ich wieder stehen bleiben muss, oder? Na, geht noch, gut. Ja, auf der Autobahn ist schon wieder Stau, darum muss ich jetzt da über die Landstraße rausfahren. Dann geht es ein bisschen besser. Du musst halt dann 1 Million anfangen, gell? Aber ich weiß nicht, ob der in die richtige Richtung fährt. Ich glaube, ich muss mein Navi noch mal kontrollieren. Irgendwie stimmt da was nicht.
Navi. Nach 200 Metern nach links abbiegen, auf 1 zu bleiben. Aha. Also Mika, wo kommen wir jetzt noch daher? Ja, ich habe keinen Plan mehr, wo wir jetzt nochmal angreifen, ehrlich gesagt. Auf die B1 links abbiegen. Das ist da den Kugel auf. Auf 1 zu bleiben. Ins Außen St. Florian, ja, das passt eh. Da fahre ich komplett auf der B1 auf St. Florian, das bin ich auch noch nicht. Das wird zur Zeit. Da ist schon wieder Stau überall. Nach 200 Metern rechts abbiegen, auf Gescheites Navi, gescheites Navi. rechts abbiegen, auf Straße, Wolferner Straße. Ja, wie kann es denn anders das sein? Was? 7 Kilometer gerade noch. Das ist ja kürzer als wie über der Autobahn. Ja, jetzt bin ich aber platt, gell? Okay. Jetzt bin ich jetzt hier, ja, falsch gefahren. So wie das ausschaut. Wahnsinn. Es waren aber gute 20 Kilometer. Jetzt sind sie auf einmal gerade noch 7. Ja, ich bin total deppert. Jetzt bin ich echt überrascht. Ja. Das passt doch eh noch an. So, was ist das? Den Straßenverlauf von Wolferner Straße um 5 Kilometer folgen. Ein Kriegerdenkmal oder was? Nein. Juhu. Weiß kein Mensch. Alle Fälle ein Friedhof. Muss mir beschicken, dass ich vom Friedhof schnell gut vorbeikomme, nicht dass einer rausspringt und Maß nimmt. Ja? Dass er mal die Brauchschuhplatz hat. Ah ja, der strahlt sich an. Was? Schmusen in der Haustür, das zähle ich überhaupt nicht. So was. So, das ist nicht 60, ich brauche da so eine 360-Grad-Kamera. Aber was du oft mitkriegst in die Häuser, da ist auch ein Stauschein hin. Das ist blöd, das fährt in die falsche Richtung, außen zu da keiner. Leg. Ah, Autobahn ist auch Stau, sehr schön. Ja, aber ich was narrisch richtig gemacht jetzt. Das hört ja gar nicht mehr auf. Dann lasst es mich auch auf Linz sein, Berufsverkehr. Oder wie war das? Ja, jetzt. Ich sah ein Ende kommen. Naja, das sind dann doch auch 2-3 Kilometer Stau, gell? Ich wünsche euch viel Spaß dann. So. Wir fahren weiter auf St. Florian. Ich habe es jetzt auch gut erwischt, ich habe gerade noch 5 Minuten, jetzt sprich, ich muss jetzt noch einen abholen, eben in St. Florian und dann fahre ich noch auf Lambach, dann muss ich noch einen rausschmeißen und dann fahre ich schon wieder nach Hause. Weißt du, das auch ziehen konnte, weil da die letzte Kundschaft bis nach Hause, glaube ich, sind fast 2 Stunden Denkzeit. Also sprich 2 Stunden fahren. So wie ich das glaube ich so richtig gesehen habe. Aber jetzt stehe ich erst einmal da hinten, muss ich ein bisschen was abholen. Ja, der Nebel kommt auch noch, ja toll. Dann will ich nichts der Sport halt, oder mal. Aber es gibt Tage, an denen verliert man und es gibt Tage, an denen gewinnt man nicht. So geht es zumindest mir weg. Was macht es? Zwei Trotteln da? Auto kaputt. Passt. Auto kaputt oder Strom ausgegangen? Nein, wir sind in Österreich. Die haben kein Stromauto.
so viel. Aber ich weiß eh nicht. Aber ich kenne mich immer noch nicht aus. Ja, ich bin jetzt echt gespannt, wo ich da daherkomme. Weit habe ich auch noch mal. 11 Minuten noch. Steyr! Da sind wir zu weit weg. Fahrt Zwi! Zwi, Zwi! So ein Käse. Kasperljata! Servus, guten Morgen! Kaschmann, Kasperlhauser, Entschuldigung, Kasperlhauser. Ah, das ist eh was Kasper heute da. Auf Nordferner Straße zu bleiben. Okay, Fabian, das ist einfacher zum Lesen, danke dir. So, was hat sie jetzt gesagt? Die zweite rundum und um. Kreisverkehr abfahren auf Nordferner Straße. Straßenverlauf von Wolfhammerstraße. Nordferner Straße 1 Kilometer vor. Fabian, geht's gut soweit, ja? Auch einmal aufgeschlagen hier. Jagdschlossmuseum, okay? Wo ist da ein Nach Laubschutz? 500 Metern Kreisverkehr dritte Ausfahrt Straße. Ja, Fabian, es verzeihst jetzt gerade den richtigen. Oh, ich tu mal rumfahren jetzt da. Da brauchst du aber nicht runter, das geht an jeden so. Kreisverkehr abfahren auf Hilfstraße. Den Straßenverlauf von Hilfstraße 1 Kilometer vor. Einen Probetag, ja, das haben sie bei uns jetzt auch eingeführt. Und meistens, wenn sie mit mir mitfahren, sagen sie nach der Hälfte schon, darf ich wieder aussteigen, ich fahre mit dem Zug fahren. Sag ich, freilich, machen wir. Nach 600 Metern Kreisverkehr erste Ausfahrt Franstraße. Aber da jammern so welche die Firmen, dass keine Leute nicht kriegen. Ja, und dann, ich weiß auch nicht. Schwierig. Bei meiner Firma ist es so, die stellen die lieber aus, als bevor sie nachgeben daten. Ja. Wenn du sagst, die brauchen mehr Geld, weil es nicht mehr gelangt, interessiert es nicht. Aber auf der anderen Seite jammern, dass sie keine Leute nicht kriegen. Da muss ich doch versuchen, dass ich die Leute, die ich habe, bei der Stange halte. Aber das ist dann auch selber wurscht. Aber wenn sie keine Leute nicht mehr haben, sperren sie halt die Bude zu und gut. Weil sie haben den Sackerl ja schon voll gemacht. Ne? Das ist ein bisschen eine blöde Einstellung, ja? Findet sie. Auf der anderen Seite, wenn ich so sehe oder wenn ich so schaue, wie es die Firmen da gemacht wird, was die alles zahlen müssen, und dann hast du den dummen Mitarbeiter auch noch da, den du auch noch zahlen musst, weil man sonst nicht arbeiten mag, dann wird es auch schwierig, gell?
Aber ich denke mal, wenn sie keine Arbeiter nicht haben, dann können sie auch kein Geld nicht einschirmen. Also muss ich auf die, wo meine Arbeit machen, die wo ich dafür eingestellt habe, ein wenig so honorieren. Also, ja. Aber da fehlt es halt öfter mal. Ja, das Berufskraftfahrer. Du kommst aus Bayern, ja, dann kennen wir ja, du weißt ja. Ich bin auch aus Bayern, aber nicht aus Nürnberg, sondern aus eher Deckendorf, da ich sagen. Aber in Nürnberg, glaube ich, ist es noch ein wenig extremer, ja. Großstadt allgemein ist scheiße. Aber wenn du dann schaust, wo es gesucht wird, eigentlich lauter Fachleute, ja. Oder Gastronomie, Bedienung, irgendwie so Zeug, aber wenn es dann hörst, was sie zahlen, da wundert es mich nicht, dass keine Leute nicht kriegen. Aber ich muss auf der anderen Seite wieder sagen, es ist auch, also bei meiner Arbeit, ich schmatze mal von meiner Arbeit, weil da weiß es. Und wenn sich einer vorstellt, dann heißt es das erste, wie viele Tage muss ich arbeiten, dann heißt es 5, dann fällt Paten schon das erste Mal ab. Dann heißt es so, wie viele Urlaubstage habe ich, dann sagen sie halt einmal zuerst einmal 30 Tage, dann wird das Gesicht wieder ein bisschen heller. Ja. Und wenn es dann heißt, du musst aber unter gegebenen Umständen so um 12:30 in der Früh aufstehen, dann fällt das Gesicht noch weiter runter und den Buben findest du nicht mehr. Ja, also nach dem Geld wird eigentlich zuerst einmal gar nicht so gefragt, sondern eigentlich zählt, wie viel Freizeit habe ich. Wie sagt man jetzt da neumodisch? Work-Life-Balance, ja, oder so etwas in der Richtung. Und ja, bei uns ist es halt tatsächlich so, dass wenn du Pech hast, 12 Stunden arbeitest und dann 12 Stunden daheim bist, so ungefähr. Was halt schon lang ist, gell? Es wird zwar jede Stunde und jede Minute gezahlt, aber bei Vollzeit das halt nicht mehr. Es ist halt, ja, es ist halt Ansichtssache. Gell? Wenn ich Geld will, dann muss ich arbeiten. Und wenn ich nicht gerade studiert bin oder irgendein, ja, was weiß ich, Master, Bachelor, Scheißdreck irgendwas habe, sondern ganz normaler Arbeiter, so wie ich halt auch, ja, dann tust du hart für nur Geld zum Verdienen. Da musst du schon gescheit reinhakeln, dass da was gehört wird. Weil das große Geld schon, man schreiben wir die oberen 100 ein und die Kleinen, die eigentlich die Arbeit machen, die kriegen meines Erachtens selber ein bisschen zu wenig. Ja, und dann ist so eine Geschichte bei mir auch mit Urlaub, wenn ich eintrage, ich habe letztes Jahr, was habe ich gehabt, 45 Tage Urlaub habe ich noch gehabt, weil das Jahr vorher, also vor 2 Jahren, nicht alle genommen habe oder nicht alle gekriegt habe. Ich habe eingeschrieben, wann ich wollen habe und gekriegt habe ich genau eine Woche da, wo ich wollen habe, und den Rest haben sie mir dann gestrichen. Und hätten sie dann, ich brauche nicht Urlaub, wenn sie das einbringen. Passiert dann letztendlich, dann kriegst du halt dann einmal einen gelben Zettel, ja, oder noch mehrere gelbe Zettel. Weil was sollst du denn da? Entweder du lässt deine Kinder allein daheim, wo es mit 3 und 7, wie es jetzt bei mir ist, überhaupt nicht geht. Oder du gehst zum Doktor und sagst ihm, ich pack's nicht mehr, ich muss daheim bleiben. Also was tust du dann, ne? Da kommst du auch wegen einem Zugzwang, weil auf der einen Seite tut man es nicht und auf der anderen Seite kannst du nicht aus, weil es nicht weißt, wo mit deinen Kindern. Und da fehlt es halt. Es gibt halt tatsächlich in Deutschland kein Gesetz, das wo das irgendwo regelt. Und wenn bei uns nichts geschrieben ist, dann wird es ja nichts gehalten, weil Menschlichkeit, wie du vorhin schon geschrieben hast, Menschlichkeit zählt nichts mehr. Ist so. Da habe ich eine total altmodische Einstellung. Weil es wurscht, was einer hat oder nicht hat, wenn er ein gutes Herz hat, dann ist der Mensch für mich was wert. Aber mir ist das ganz scheißegal, ob der Millionär ist oder Hartz-IV-Empfänger, weil ein Arschloch bleibt ein Arschloch, scheißegal, ob es Geld hat oder keins. Und das ist halt erst einmal zum Auszufinden. Und dann kann man behaupten, der Mensch ist in Ordnung oder nicht. Wobei habe ich gesagt, Geld verdirbt den Charakter, weil alle, die Geld haben, sind schon oft einmal brutal abgehoben, weil da hast du mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und hast das nicht, bist du schon dead. Ja. Aber naja, was soll es noch? Es ist wieder so. Es ist die Blendergesellschaft, die wir momentan so haben. Zumindest ist das meine Meinung. Weil jetzt, ich habe einen Spätzl, der hat ein Fitnessstudio. Und mit dem rede ich halt einmal ab und zu mal ein wenig. Und dann habe ich auch gesagt, ja, es ist alles so scheiße. Ich sage, da tue ich nicht runter. Weil das schaut nach außen alles gerade so gut aus. Weil die, die seinen Beitrag nicht zahlen können, sind meistens die, die mit einer AMG reinfahren. Und da geht dann die Überweisung wieder zurück. Die Lastschrift praktisch geht zurück, weil das Konto nicht deckt ist. Wobei er jetzt einen Beitrag hat im Monat von 15 €. Also das dazu.
Und wenn du das dann noch so anhörst, dann denkst du, ja, Alter, da läuft doch irgendwo schief auf der Welt, oder? Wenn AMG reinfahren, einen machen auf Graf Bobi und dann gehen 15 € Überweisung retour, weil er das Konto nicht deckt hat. Und dann, ja, nein, also jetzt Black laufen, gell, weil ja, keins, dann ist es fort, dann kommt wieder der nächste. Auf der anderen Seite kenne ich einen, der schaut aus, als wenn es den um 5 Uhr geben müsstest, weil er ja und Tag die gleichen Klamotten hat und teilweise zerrissene Pullover. Und der hat dann in Regensburg 4 oder 5 Hochhäuser. Also nicht unbedingt arm der Mensch, aber das kennst du ihm überhaupt nicht an. Weder vom Verhalten noch vom Ausschauen. Und ich sage euch, der hat einen Pulver und ist ganz normal, aber das sind Leute. Das sind halt einfach Leute, der muss es nicht außerhängen lässt. Wenn das nicht zufällig mitgekriegt hätte, dann das heute noch nicht wissen. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. So, jetzt muss ich einmal kurz einladen, weil da kriege ich Saft schafft Kraft. Oh leck, was geht denn da? So, meine Freunde, das dauert jetzt kurz einmal eine Minute, 2, 5. Ich muss jetzt da einen Wagen aufschirmen und dann fahren wir gleich weiter zum letzten Kunden. Bleibt ein bisschen dran, ich komme gleich wieder. Beim zweiten Mal schon. Ich muss es meistens gleich beim ersten Mal, weil so wenn ins Handy reinschauen, anstatt dass wir es arbeiten. Und dann kriegst du natürlich nicht mit, was ich verzeihe. Dann kriegt man Kutschen auch. Ich habe schon aussteigen lassen. Der hat den ganzen Tag sein Handy nicht weggekriegt. Ich gesagt, jetzt wenn du das Ding nicht irgendwo hinlegst und nichts tust, dann wirfst du vom Fenster raus. Ja, mich hat es 400 € gekostet, weil ich habe es dann vom Fenster rausgeschmissen. Und der hat ganz blöd geschaut. So, das dazu.
So, bin ich wieder da. Was jetzt in der Produktion mal beweisen und wollte mir, dass noch jemand erklärt, beim zweiten Mal nachfragen wurde ich angemutzt. Ja, auf alle. Nein, jetzt im Ernst, das ist wieder blöd, ja. Wenn du selbst noch nicht klar hast, muss man es lernen, und wenn du so einen Arschloch dann dabei hast, das wo dich niedermacht, dann bringt das auch nichts. So, jetzt haben wir mal weiter gesagt. Jetzt fahren wir zum letzten. Mal schnell ins Navi eintippen. Ist die Straße nicht drin oder was? Jetzt wird es aber lustig. Ja, die ist nicht drin, doch, da. Richtung Westen, dann links ab. So, jetzt haben wir wieder bei der Muse und auf geht's. Backmaß gehen wir. Fahrt 70 an der Kasche löschen. Deine Route vermeidet einen Stau auf der Linie. Was? 99. Stau? Du bist auf dem schnellsten Weg. Die voraussichtliche Ankunftszeit ist 9:33 Uhr. Ich kann ab, fahr jetzt da oben. Was sagst du noch, wie ist das gut? Das ist gut, passt. Nach 100 Metern leicht rechts abbiegen auf Hofkirchener Straße, Weichsteckenstraße. Leicht rechts abbiegen auf Hofkirchener Straße, Weichsteckenstraße. Fahr mal da oben. Den Straßenverlauf von Hofkirchener Straße 800 Meter folgen. Ja, zurzeit ist tatsächlich in der Berufswelt nicht einfach. Weil jeder muss irgendwie sparen, überall schauen Firmen, dass sie irgendwo einer sparen. Wenn du ein paar Deppen vor dir hast, dann sparen sie einen falschen Weg und werfen ein paar Leute raus. Ich weiß jetzt nicht, bei uns im Ringer Landkreis, da hat es ein paar so, ja, gibt es eh nicht für Industrie, aber die haben alle samt miteinander, das waren was, 2 oder 3 Firmen, die haben insgesamt dann 1200 Leute rausgeschmissen. Da waren die 300, da oder 500, der nächste 400. Ich denke mal, die Leute da drin, die haben jetzt nicht wirklich Option irgendwie woanders zum Arbeiten, weil da gibt es halt nicht so viel. Ja? Weil entweder du arbeitest in den 3 Fabriken, was es da drin gibt, oder du arbeitest in der Touristenbranche. Ja? Und da mag halt auch nicht unbedingt jeder arbeiten, weil Feiertag arbeiten, Samstag, Sonntag arbeiten, bis in die Nacht arbeiten und so weiter. Das schmeckt halt nicht an jeden und von denen tust du dann auch nicht wirklich was. Und jetzt haben sie halt dann einen Mindestlohn aufgesetzt, das hat zur Folge, dass du einfach dann gerade weniger Stunden hast, aber aufstehen darfst du dann trotzdem jeden Tag. Und einstellen, dass es deswegen irgendwie auch nicht mehr Leute. Ja. Also wie gesagt, ich bin kein Arbeitgeber nicht, es ist schon für die Leute, die eine Firma haben, auch nicht so unbedingt einfach. Gell. Aber von ihren Gewinn wecken sie dann auch, wenn ich da runtergehe, da werfen sie lieber ein paar Leute aus, damit sie wieder auf ihren Goldhaufen sitzen bleiben und von denen wir auch nichts hergeben müssen. So gibt es mir zumindest hier. Also, was auch nicht recht. Und dann auf der anderen Seite sehe ich wieder einen Haufen Bäckereien oder so kleine Laden, die am Land bei uns sind, da hat eins nach dem anderen zugespielt, weißt. Und die tun mir dann auch leid, weil jetzt die wo Pacht zahlen müssen. Ja. Da hat eins nach dem anderen jetzt schon zugespielt und ich denke, dass 2026 noch mehr dazukommen werden, die wo dann tatsächlich wieder zusperren müssen. Ja. Weil es einfach Pacht immer der Reißen, der Pächter oder beziehungsweise der, wo Pacht verlangt, der Verpächter, ja, über weiter raufgeht, teilweise aufgehen muss, weil sonst hat der Finanzamt dann abfängt. Und dann wird es irgendwo schwierig. Wir haben tatsächlich einmal mit einem, nicht einmal eine rauchen darfst noch. Ja, das stimmt, das ist bei uns auch so. Wir haben in der Firma Rauchverbot. Ich habe im LKW auch Rauchverbot, weil es ist materialschädigend, haben sie geschrieben, weil alles gelb wird. Ja, ich rauche natürlich jetzt nicht im LKW, ne? Ich halte meinen Schädel vor das Fenster raus und rauche so. Kann ich sagen, ich habe draußen nicht gearbeitet. Ja, am Arsch lecken können sie nicht. So schaut es aus.
Solange keiner neben mir sitzt, kann ich da hin, was ich mag. So schaut es her. Aber in der Fabrik ist es wieder scheiße. Jetzt irgendein Meister ständig hinter dir einen Knack hast, der wo sich natürlich auch auf seinen Posten aufschaut und sich profilieren muss, ja, mit irgendetwas. Und wenn es dann noch so ein Handtaucher ist, der wo einfach ein Depp ist, ja, oder ein Vollpfosten, oder wie sagt man da, dann gefällt es ihm natürlich, wenn er die Leute tratzen kann. Und solche Leute gibt es halt auch total viel. Da haben sie daheim nichts zum Sagen, da müssen sie sich in der Firma aufführen, sage ich überall. Und wenn sie dann daheim sind, dann heißt es, ja Schatzi, mein Schatzi, gell Schatzi, ja Schatzi. Machen wir dann was, Schatzi? Ja Schatzi, mach ich gleich. Und in der Arbeit sind sie dann sauer. Da können sie dann nochmal auftragen. So einen Fall kenne ich tatsächlich auch live. So, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo ist er denn? Rechts abbiegen auf Landsteinstraße. Muss 46 Minuten bis zum nächsten Kunden. Ja, Spinne. Das ist ja wieder der Natter Wege. Streckenverlauf 6 Kilometer folgen. Das ist schon ein wenig arg. Was haben sie denn da wieder für einen rein? Oh mein Gott. Aber ein wahrliches Königswetter haben wir heute da, gell? Neopren war vom Vorteil. Ah, Fabian, probier's einfach woanders. Nicht, es gibt nicht lauter Deppen, es gibt schon mal ein paar gute auch. Aber die suchen meistens keine Leute nicht, weil die, die dort arbeiten, nicht aufhören. Das ist das Problem. Von 7 bis 17:30 Uhr. Da fahren wir jetzt rein, glaube ich. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe auch ab und zu mal einen Neuer dabei. Und man merkt es aber sofort, ob jetzt der eigentlich mag arbeiten oder nicht. Weil wenn einer drin sitzt und schaut, wie gesagt, der Letzte, der hat tatsächlich einen ganzen Tag ins Handy eingeschaut. Den hat es so richtig gar nicht interessiert, wenn es dann zum Ausladen geworden ist. Da ist er auch nicht ausgestiegen. Also der hat gemeint, er sitzt jetzt einmal einer und ja, schaut sich halt das an, aber von Mitarbeiten überhaupt keine Spur. Da muss ich dann auch zum Chef sagen oder zu meinem nächsten Vorgesetzten, du, der schaut den ganzen Tag ins Handy ein, der mag gar nicht arbeiten. Folgedessen wird der dann auch nicht eingestellt. Ne? Ich sage ihm das zwar ein paar Mal und sage, ja, leg deinen Scheiß weg, tu ein wenig mithelfen. Und heißt, 6. Zahl, ich kriege kein Geld nicht dafür. Dann sage ich, ja, aber den ganzen Tag Handy reinschauen, da hast du dann auch keinen Durchblick nicht. Ne? Du weißt dann auch nicht letztendlich, was du tun musst und was nicht. Weil wir zuschauen den ganzen Tag, naja. Muss man halt auch sehen, ich muss meinem Chef auch irgendwas sagen können. Das habe ich bis jetzt an jeden klar gemacht. Und wenn ich sehe, der arbeitet gut, dann kann ich das befürworten. Aber wenn ich sehe, der tut nichts, oder was weiß ich, schlafe ich halber die Zeit, weil er nicht aufstehen kann oder weil er saumiert oder was weiß ich. Weil das ist schon eine brutale Zeit, wenn du um 2 oder um 3 in der Früh antreten musst. Das verstehe ich, dass man dann
Miert wird irgendwann, wenn man es nicht gewohnt ist, verstehe ich auch. Aber dann sollte man halt zumindest in der Früh einmal fit sein oder ich sage auch noch nichts, ich sage auch noch nichts, wenn einer von der Firma aus bis zum ersten Kunden einmal eine Runde schläft, weil er es nicht gewohnt ist. Aber dann, wenn es zum Arbeiten geht, dann soll er halt schon auch wach sein und auch ein wenig mittun. Er muss auch nicht, was weiß ich, hinten eine Hebebühne auf und zu machen, ein- und aussteigen, ein bisschen Befestigung hinten machen, mehr braucht er eh nicht tun. Aber wenn schon das zu viel ist, naja, dann weiß ich, dass es ein Winzler ist. Ja, weil wenn du dem selber irgendwo hinschickst, dann fährt er mit und lernst noch. Und wenn er dann 4 Wochen mitgefahren ist, dann sagst du ihn nicht mehr. Weil er dann krank ist oder einfach nicht mehr mag oder einfach nicht mehr kommt, muss man ein wenig für die Firma auch denken, also die Leute, die kannst du halt nicht brauchen. Und da gibt es halt auch brutal viel. Gell. Ganz zwar wieder mal gute drunter, die auch wirklich was da wollen. Und da ist auch ganz wurscht, was für Nationalität das ist. Die einen mengen will arbeiten und die anderen nicht. Es hängt nicht von dem ab, ob das jetzt, was weiß ich, von mir aus ist, Indianer oder Chines oder was der Teufel, was ich ihm gebe. Wenn er mich versteht, mit Händen am Vierstand, ist alles gut. Habe überhaupt nichts dagegen, aber wenn er nichts tut, dann kriege ich Ausschlag. Das mag ich nicht. Hauptsache er arbeitet. Zumindest ein bisschen. Haben wir auch schon gehabt, dass sie mitfahren, 6 Wochen und voll werken und dann, und sobald sie dann allein im LKW sitzen, dann kriegen sie Schweißausbrüche und ja, kommen dann mit 5 Kunden nicht mehr zum Trampeln. Ja. Also, ja. Es ist so ein Job, den wo ich mache, entweder du magst das oder du magst das nicht. Gibt es gerade die 2 Möglichkeiten. Weil wenn du nur fahren magst, dann musst du tatsächlich woanders anfangen. Weil wir müssen tatsächlich auch viel schleppen. Und dann brauche ich auch oft einmal länger zum Ausladen. Ja. Weil da musst du wieder alles in den Keller schleppen. Jetzt den letzten Kunden, wo ich in Linz gehabt habe, da habe ich dann 4 Wägen praktisch in den Keller schleppen müssen. Das waren jetzt, weiß ich nicht, 1,5 Tonnen Ware ungefähr. Und dann brauchst du nicht durch ein wenig und das mag halt dann auch nicht jeder. Nicht? Dann heißt es ja, ich bin LKW-Fahrer und kein Muli, aber wir sind ein Servicefahrt und dann fährt er allein auf, was weiß ich, ein Urlaubsgebiet auf Boom-Mars rein, da wo er dann nicht jeden anladen muss mit 25 Kunden. Das ist halt dann auch nicht die feine englische Art. Da man hat schon halt auch meines Erachtens, und der Fuhrbegleiter sagt, ja, da trennt sich der Weizen vom Spreu. Dann sage ich, da muss dem einen Beifahrer dazugeben, weil sonst geht der unter. Ja, das ist ihm dann auch wurscht. Ja. Oder zumindest oft einmal wurscht. Aber die Politik, die verstehe ich nicht. Da beißt es bei mir total aus. Servus, salve die Ehre. So, mein Ding ist schon wieder zu heiß. Was ist denn da schon wieder zu heiß? Da wird schon hingelüftet. Servus! So. Wie kriegt man da in der Pampa umeinander? Hab keinen Plan wohin. Name nicht schlecht, oder? So. Ein super Wetter, wie man sieht, gell? Da wächst das Gras aus den Ohren, so nass ist. Aber jetzt wenigstens nicht fahren oder so. Ui, da steht ein Schluss. Nein, Spessart, das war einmal eine Disco, die hat auch schon dicht gemacht. Mitten in der Pampa steht da eine Disco, mir ist ja nicht klar. Rechts abbiegen auf Schienenberger Straße, Steiner Straße. Aha. Steirer Straße. Wo bin denn ihr jetzt da überhaupt? Nein, wie du wirst mich heute wieder umeinander schicken. Die scheiß Autobahn ist wieder dicht, jetzt kann ich wieder die Landstraße umeinander gucken und ich habe überhaupt keinen Plan, nicht, wo jetzt da mal rumfahre. Auf Schienenberger Straße, Steiner Straße. Ah, leck. Ah, ein Wohncontainerblock. Weißt du, ui, Stopp auch noch. So saublöde Vorfahrt, oder? Nach 600 Metern links abbiegen auf Steiner Straße. So.
rumpelt zusammen, ist zwar dort nur. Wahnsinn. Schaut gut aus. Machen wir drüber. Ja, meine Freunde. So geht es. Oder auch nicht. Die haben teilweise so komische Bauten da, lauter Betonzeug. Da steht auch ein Nagel rein zwischen ganz alt und weiß ich auch nicht, wie Links sagen. abbiegen auf Steigerstraße. Steirer Straße. Ich wollte da gar nicht auf Steyr. Was da? Linz, Nach Bad 3 Hals, hier nicht. Kilometern Okay. rechts abbiegen auf Linzer Straße. 130. Also wenn das stimmt, wo ich jetzt da mal anfahre, dann friere ich am besten. Rechts abbiegen auf Linzer Straße. 139. Aber jetzt überhaupt nicht mitgekriegt, was für Ortschaft das ist. Links abbiegen auf Bahnstreckenstraße. Linzer Straße. Da geht es aufs Hirning, St. Marien. Links abbiegen auf Bahnstreckenstraße. Linzer Straße. Nach Trenk 14 Kilometer. Naja, das stimmt ja irgendwie. Grobe Richtung stimmt. Dem Straßenverlauf von Bahnstreckenstraße noch 6 Kilometer folgen. Da ist auch vom letzten Kunden bis zum nächsten Kunden eine Dreiviertelstunde Fahrzeit. Das ist eine super Einteilung, oder? Da fällt da nichts mehr rein. So was sollte halt nicht sein. Also das ist ein Tier, die fährt wow, 1, 2, 3. Ich verfahre da so viel Diesel, dass ich das ein Typ verstehe nicht. Für wegen einem Firngeschiss von Ware, weißt du schon. Das sind jetzt vielleicht 100 Kilo, was der kriegt, wenn es überhaupt so viel ist. Und da fährst du eine Dreiviertelstunde mal durch. Also die Rechenaufstellung, die möchte ich mal ganz stark sehen. Aber wenn sich die Tour heute rentiert, dann friere ich am besten. Glaube ich einfach nicht. Weil die haben nicht so ein Programm, da geben sie es ein, oder wenn sie es dann da haben, wie bei Kunden das haben, so ein Speditionsprogramm irgendwas, ich weiß nicht, wie das heißt, aber da sagt er dann, oder rechnet sie ihm aus, ob die Tour rentabel ist oder nicht, oder wie viel das überbleibt vom Geld. Ne? Aber ich kann mir es nicht vorstellen, dass da was überbleibt, oder nicht viel zumindest. Rentabel ist das bestimmt nicht. Aber ist auch der Wahnsinn, gell? Deggendorf ist direkt neben der Haustür, kannst du sagen. Da fahren sie mit einem oder mit einer halben LKW rein. Und da, wo es Richtung Mingafi geht, da kriegen sie neue Kunden. Verstehe ich nicht. Wir haben früher auf Deggendorf mit 2 LKW reingefahren, genauso wie auf Straubing oder Regensburg. Das ist von uns aus gesehen wirklich nicht weit weg. So geht es einmal zwischen einer halben Stunde und einer Stunde Anfahrt. Und da auf Regensburg sind wir auch mit 2 LKW aufgefahren, auf Straubing jeden Tag mit einem Feuer-LKW und jetzt ein halber da, ein Dreiviertel da, Regensburg ist gerade noch ein halber da und so viel Umland dabei. Also das ist schon irgendwie. Und warum? Weil es auch wieder mit den Preisen nicht nachgeben wollen. Zumindest muss man die Kirche so verzeihen, muss an dem liegen. Ja. Aber die Politik, die verstehe ich dann auch nicht. Aber ich habe halt auch keinen Einblick nicht, wie die jetzt da rechnen. Gell? Aber der normale Menschenverstand sagt mal, ich nehme doch die Zeug, das was in der Nacht da ist, wo ich nicht so weit kutschieren muss, gebe ein wenig den Preis nach, dafür bringe ich mehr Zeug aus. Das ist doch gescheiter, als wenn ich da 2 Stunden auf Minga fahre, für einen halben LKW und dann wieder praktisch schon 4 Stunden Fahrzeit am Weg haben, weißt du schon. Keine Ahnung. Das muss man mal, glaube ich, erklären lassen.
Servus, ich komme aus Deggendorf. Das ist Niederbayern, momentan unterwegs in Österreich, Richtung Lambach. So. Und ich versuche gerade meine Zielort zu finden. Was? Passau geboren und lebst in der Nähe von Bonn. Ja, das muss ein wenig so ein Kulturschock gewesen sein, oder? Ich möchte jetzt da keinen zu nahe treten, aber wie wenn du jetzt auf Hamburg verfragen darfst, da ich schon ein bisschen, sagen wir mal, mindestens ein Jahr brauchen, bis ich mich dort akklimatisiert habe. 1, 2, 3. Langsam sprechen, hilft. Vor allem mit meinem Dialekt, da wird es ganz schlecht. So, jetzt sind wir aber unterwegs, gell? Was ist jetzt das da? Alhaming. Aha. Das sagt mir jetzt halt gar nichts, gell? Alhaming. Ich versuche mir jetzt gerade den Kopf vorzustellen, wo ich jetzt daherkomme. Aber kein Plan, aber wirklich nicht. Ja, mein Freund, ich kann es verstehen. Es ist auch ein brutaler Mentalitätsunterschied, würde ich sagen. Nicht, um nicht den Bonnern oder irgendwelche Norddeutschen oder wie sagt man jetzt da, zu nahe zu treten zu wollen oder irgendwie so. Gell? Ich will das da gar nicht ans Bein pissen, aber es ist definitiv so, dass einfach die Mentalität ja, total unterschiedlich ist, finde ich. Ja? Und wenn man da sich traut zum Umziehen, genauso wenn jetzt wir zum Beispiel in unserem Landkreis, wir haben da total viele Berliner da, die von Berlin zu uns runtergezogen sind. Also, ich habe kein Problem mit dem, ja, aber das ist halt auch schon in manchen Sachen total andere Mentalität. Ja. Wobei ein guter Spätzl von mir ist auch ein Berliner, abgesehen davon. Ich habe mit dem Dialekt da kein Problem nicht, aber da geht es eigentlich um die Grundeinstellung. Und ich habe festgestellt, egal wo einer her ist, es ist aber ein bisschen anders von jedem. Und dass man sich da oft einmal auf die Zent beißt, weil in Bayern bist du wieder ein wenig so ein Grantler. Ja, da mag ja jeder gerne ein wenig granteln. Und bei uns wird es auch nicht übel genommen, wenn man so ein wenig Blätter herredet. Das, wenn ich aber dann irgendwo in Norddeutschland mache und die kennen mich nicht, ja, dann schaut es aber ein wenig schlecht aus. Gell? Weil da kann man ganz schnell ein Fetthaferl aufsitzen, wenn ich nicht aufpasse. Ja, Curry-Schüssel, oder? Servus, Rengsburger, habe die Ehre. Regensburg war die letzte Woche erst. Zumindest durchgefahren. Scheiß Uni, sage ich gerade, mehr sage ich nicht. Aber bei uns ist Granteln halt ein wenig so ein, wie soll man sagen, das gehört zum guten Ton. Wir sagen schon, wenn du die Blätter herredest, dann fragt mich nach mindestens 5 Minuten, fragt mich jeder, bist du halt krank oder was? Sag ich, warum? Ja, weil noch gar nichts mehr jetzt gekommen ist. Meine Frau sagt täglich zu mir, du bist der Depp. Wenn ich das nicht gehört habe, bin ich nicht gesund. So, Salzburg, oder? Passt. Fahren wir Richtung Salzburg. Was schäbert denn da hinten so Sau? Da habe ich ja schon wieder einen Schlag vergessen. So, jetzt sind wir dann aber tatsächlich auf der Autobahn. Und ich habe immer noch keinen Plan, wo. Irgendwann werde ich dann wahrscheinlich in Klagenfurt stehen und denke mir, ja, jetzt darf ich da nochmal Zimmer nehmen, weil ich nicht mehr heimkomme. Wenn ich nicht täusche, ist das die Grazer Autobahn. Ja, freilich. Fahren mit Bayer, immer Bayer. Das sagen sie wahrscheinlich woanders da. Wobei ich sagen muss, die Hamburger und Kölner sind auch brutal cool, gell? Absolut. Was ich da schon Gaudi gehabt habe, ist nicht normal.
nicht. Und der fährt aber einen krummen Weg auf Schaching. Ja, jetzt wurscht, jetzt kenne ich mich wieder aus. Ah, mein lieber, mein Vater, das war jetzt ein bisschen Umweg. Aber macht nichts. Aber das Wetter ist ein Traum, oder? Die Weide. So viel Ringe, oder? So, jetzt weiß ich nichts mehr, jetzt hat sie es dran. Auf alle Fälle zieht jetzt das da wie ein Kaugummi, habe ich das Gefühl. Apropos Kaugummi, das haben wir in der Früh reingeschnitten, glaube ich, oder? Ich schau, wie der nicht stinkt. Oder nicht? Kaugummi verloren. Super. Schön. So, Nebelschlusslicht, passt. Was machst du falsch, was alle anderen richtig machen? Soll ich mal überlegen. So, jetzt sind wir auf der Westautobahn und fahren wir auf die B138. Da haben wir noch 7 Kilometer, dann geht es mit der Landstraße zum letzten Kunden und dann fahre ich Richtung Deutschland. Wieder nach Hause. Aber so wie sich das ausschaut, komme ich vor 11 Jahren nicht heim. So, ich meine, ich bin heute ein wenig eher dran. Aber das zieht sich dann doch weg. Bei uns haben sie momentan auch eine riesen Baustelle. Hat unser Chef das Bauen angefangen. Ich habe keine Ahnung, wie viel das Ding kostet. Es schaut teuer aus und groß vor allem. Also irgendwie wird schon noch was hängen bleiben, oder so. Weil vielleicht mit der Tour heute noch nicht. Kein schöner Ausblick halt irgendwie, was da denn? Wird es dann irgendwann Schneiden fangen, wenn es so weiter tut? Wenn man den Auftrag plus.
da schon her. Jetzt wenn wir kurz wieder hätten, darf man sogar den alten sehen. Aber bei dem Sauwetter wird das nichts. Nach 600 Metern bei Ausfahrt 145 sei links auf die 138 fahren. Ah, Bausau. Schon her. Ausfahrt 145 sei dann leicht rechts abbiegen zur Auffahrt 138. Leicht rechts abbiegen zur Auffahrt 138, dann rechts abbiegen auf E138. Rechts abbiegen auf E138, dann links abbiegen auf Steinkirchenstraße. Links abbiegen auf Steinkirchenstraße. Den Streckenverlauf 13 Kilometer folgen. So, und nochmal 13 Kilometer Landstraße. Brrr. Alles grau in grau, gell? Irgendwie wird es auch nicht besser heute. Normalerweise habe ich einen halben Tag Regen, einen halben Tag Skiwetter, aber irgendwie heute regnet den ganzen Tag und die ganze Nacht auch schon.
Erotik- und Fetischmesse. Oh. Da wird's eng. In der Schulhalle. Fast cool. Jedi, Mahlzeit. Verblitzt. Alter Hirsch, alles gut, ja? Ha, alles gut in deiner Ecke. Ja, bei mir regnet es, wie man sieht. Fischelhalm. Ein Fischelhalm. Oh, leck. Wo wird denn der noch mehr gehen? Fischelhalm. Bist du deppert. In Unterfranken scheint die Sonne, da weiß ich wenigstens, wo die Sonne hingekommen ist, mein Freund. Bei mir scheint auch die Sonne, aber mehr innen. Benjamin, Benny, guten Morgen. Auch wieder ein Ringsburger, ja. Das habe ich schon gehört, dass ein Ringsburger auch ein Scheiß wieder ist. Ich glaube, das zieht sich da über die ganze Ecken drüber. Weiß auch nicht. Aber bei mir rennt schon seit, dann bin ich in Lastung eingestiegen. Und irgendwann um der 3, Viertel nach 3 bin ich in Lastung eingestiegen, da hat es schon geregnet. Hab bis jetzt nicht aufgehört. Aber macht nichts, ich habe einen Bikini dabei, alles gut. Ja, Benni, freilich. Freut mich natürlich auch. Jeder, der vorbeischaut, freut mich. Ja, schon lange nicht mehr da gewesen. Ich habe aber auch schon lange nicht mehr gestreamt. Also jetzt geht es wieder ein Stickerl, aber in letzter Zeit war mein Kopf irgendwo nicht so beieinander, wie es gehört. Und dann ist es gescheiter, ich lasse es bleiben, weil ich da den ganzen Tag am Granteln bin. Und die andere Zeit, da war City-Tour. Und City-Tour kann ich nicht streamen, weil es ein Scheißdreck ist, weil ich alle 10 Minuten aussteigen muss. Also, ist blöd. Ja, das Regnen soll es aufhören, das habe ich auch gelesen, aber das Schneien soll es anfangen. Zumindest bei uns herum. Currywurst, ja, Currywurst, auch. Ich habe Happy habe ich dabei, Essen, Gastro. Tatsächlich kannst du bei uns vom Pariser bis zur Wurstsemme alles bestellen und dementsprechend habe ich auch das Zeug hinten dabei. Also im Grunde alles, was du im Tante-Emma-Laden kaufen kannst. Oder ums Eck oder im Dorfladen oder in Edeka oder was der Teufel war. Scheißegal. Bei uns gibt es alles tatsächlich. Mein Urlaub, der war gut. Also, weiß ich nicht. Sommerurlaub meinst du, ja? Der war sporadisch gut. Ich habe da voll in den Dreck reingelangt mit dem ersten Hotel, was ich gebucht habe. Da war es weniger prickelnd, da habe ich sogar, glaube ich, ein Video gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es aufgeladen habe, weil meine Frau gesagt hat, lass bleiben. Weil ich da dem ersten Hotelier auch brutal ans Bein pissen habe müssen, weil das war ein Zustand. Da hat ein kleiner Auszug, die Terrasse hat nach Pisse gestunken. Und in der Dusche waren Kakerlaken. Da haben wir uns dann aber nicht lange aufgehalten und ich habe das Ding dann storniert
vor Ort und habe tatsächlich das Massel gehabt, dass ich in ein Hotel angerufen habe, wo mir der Manager, das war ein Deutscher, der hat tatsächlich meinen Kanal kennt. Ich möchte es nicht glauben. Und ich habe ein bisschen gejammert und dann hat er gemeint, ja, ich kenne deine Stimme von irgendwo her. Sage ich, das kann es nicht sein, oder? Ja, dann hat er wegen so überlegt. Dann sagt er, bist du bei YouTube? Sage ich, bin ich auch, ja. Dabei hat er es dann tatsächlich rausgekriegt, dass ich die Feldwalzen bin. Und dann hat er mir 35% Rabatt eingerammt und dann haben wir das neue Hotel tatsächlich auch leisten können und somit war mein Urlaub gerettet hätte. Also ich muss sagen, ich habe da brutalsten Muscle gehabt, dass das so ausgegangen ist, weil sonst hätte man wahrscheinlich instant wieder heimfahren können. Ja, ich bin selber gefahren mit der ganzen Family. Ja, ist tatsächlich die Wahrheit. Ist jetzt nicht erfunden. Die Hotelkette, die nenne ich jetzt einmal nicht, aber ist in Kroatien eine größere Hotelkette. Da gibt es nicht so viel, sage ich jetzt einmal. Eigentlich Exklusivhotels, das da, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das so ausbuchen müsste, ja, von Deutschland aus, hätte ich überhaupt keine Chance, dass ich das da zahlen kann. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben ein echt brutales Glück gehabt. Ich war in dem Hotel schon, also tatsächlich vor der, wie sagt man da? Sagen wir die Zweiwende. Naja, wie die Kroaten halt noch einen Kuna gehabt haben, ja. Die alte Währung praktisch. Da war ich schon ein paar Mal drin in dem Hotel. Und ich habe es halt deswegen nicht buchen können, weil es mir einfach zu teuer war. Ja, ich habe es nicht erzahlen können, dann habe ich gesagt, dann nehmen wir anders. Und mit dem anderen haben wir halt extremst eingegangen und dann habe ich halt in dem, wo ich es kennt habe, wo ich schon ein paar Mal war, umgerufen. Und da habe ich eben das Glück gehabt, dass der Manager mich erkannt hat. So unwahrscheinlich das vielleicht klingt, aber naja, mei, im Leben trifft man sich oft zweimal und manchmal hat man halt ein Massel, gell, und da habe ich halt echt ein Massel gehabt. Das Ganze dann für das Jahr wahrscheinlich dann erledigt, Glück ausgeschöpft so ungefähr. Und dann haben wir tatsächlich nur die restlichen Tage, was wir in Kroatien waren, wirklich einen schönen Urlaub gehabt. Ich konnte mich überhaupt nicht beschweren. Und wie gesagt, da ein bisschen Glück musst du halt einfach haben. Das Anliegen auf Linzer Straße, 144. Ja, so sollte das. Und den letzten Urlaub, was ich gehabt habe, da war ich ja nicht fort. Da war ich daheim und habe gewerkt und gearbeitet und da war ich auch mehr oder weniger für die Kinder daheim. Das war jetzt der letzte, ja, es war ja die erste Woche im November, da waren Ferien. Ich glaube schon die erste Woche war es, ja. Und da habe ich dann Urlaub gehabt wegen die Kinder, weil ja, Ferien, und meine Frau hat schon ausgeschöpft, also muss ich daheim bleiben. Es war dann sozusagen Urlaub zu Hause, wo es dann meistens nicht wirklich einer ist, weil es einfach dann, ja, aber wieder irgendwas weißt, was zum Arbeiten ist. Den Straßenverlauf von 144 halten. Ja, Benni, ich muss dir recht geben, Urlaub ist was Besonderes, also für mich schon, weil ich bin der Geiz auch nicht. Ich bin zwar fleißig, wie man sagt, und das fast jeden Tag. Und auch bei YouTube mache ich das jetzt auch nicht für umsonst, ja. Ich verdiene jetzt zwar nicht so viel, oder gerade ein bisschen was, aber wegen etwas ist es auch, und Hobby ist es. Und man sagt immer, ich mache dein Hobby zum Beruf. Habe jetzt zwar nicht vor, dass ich mich hauptsächlich nur von YouTube da ernähren möchte, weil da geht es ganz schnell fast auf die Schnauzen, weil es läuft eine Zeit lang gut und mittendrin dreht sich das und haut es auf die Schnauzen. Also das möchte ich nicht. Aber naja, wenn du mit dem Hobby ein bisschen was verdienen kannst, dann sei es gerade ein paar Euro, dann ist das auch gut und Restzeit sitze ich halt im LKW. Und jeder weiß, dass ein LKW-Fahrer jetzt nicht brachial verdient. Ja. Wir haben zwar jetzt kein schlechtes Geld, ich wollte nicht ärgern, aber so 6.000 im Monat verdiene ich dann auch nicht. Und wenn jetzt da in Kroatien, also ich kann es ja sagen, der Kroatien-Urlaub, wie jetzt die Kuna noch waren, ja, der hat mich für 4 Personen, also 2 Erwachsene, 2 Kinder, für eine Woche all inklusiv 2.800 Euro gekostet. Also wie der Kuna noch war. Also so plus minus sowieso 400 Euro. Das ist auch, weil je nachdem wann du buchst und was du willst und so weiter. Ja. Aber das gleiche Hotel, gleiche Leistungen, gleiche Zeit, hat dann letztes Jahr 4.800 Euro gekostet.
Da wo ich dann zum Schluss, Gott sei Dank, mit Rabatt untergekommen bin. Da habe ich dann eigentlich den alten Preis gekriegt letztendlich. Aber zuerst habe ich 10 Tage ungefähr gehabt und dann habe ich für 7 Tage, was wir noch Resturlaub gehabt haben, habe ich genauso viel da gezahlt wie damals für 10 Tage. Aber wie gesagt, das ist dann noch im Bereich des Möglichen gewesen und lieber ein bisschen drauf zahlen. Also ich habe letztendlich von dem ersten Hotel tatsächlich nicht alles erstattet gekriegt, so wie versprochen. Aber der Urlaub war dann nochmal gerettet und naja, das Geld, wo wir nicht gehabt haben, das ist dann hinterher wieder zusammengelaufen. Mittlerweile ist das Loch wieder gestopft und passt wieder. Aber es ist in Kroatien teilweise extrem raufgegangen. Wenn ich sage, das erste Mal ernten war ein Liter Cocktail, ich trinke über ein Long Island, irgendwas Gescheites muss er sein. Und da war der Liter bei umgerechnet ungefähr so 2,80 Euro. Und letztes Mal, wie ich drunten war, haben wir schon gerade noch ein 0,3er Glas gekriegt und das hat dann 8 Euro gekostet. Also die Preise sind extrem angezogen. Also das ist schon brutal phänomenal. Warum und wieso, ob es mit dem Währungsumtausch was zum Tor hat oder bei ihr dann auch die Energiekosten hochgeschneit sind, ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht. Aber es ist definitiv so, dass in der Urlaubsregion, was macht jetzt der da? Dass in der Urlaubsregion da schon gescheit angezogen worden ist. Ja, bitte gerne, Benny. Der LKW-Stream ist aber tatsächlich ein reines Hobby. Also, ich lasse halt meine Kamera ein bisschen mitlaufen. Den einen oder anderen gefällt es tatsächlich, der mag ein bisschen mitfahren, weil pensionierter Kraftfahrer oder einfach gerne mal mit dabei oder weil er meinen Dummschmerz gern mag oder was auch immer. Ja, und den Rest, den anderen Content, den wo ich heute im Gaming-Sektor mache, das mache ich auch nur just for fun. Und ja, ich mache das aus Spaß und nicht, weil ich klugscheißen möchte. Ja. Alles, was ich mache, das hat irgendwie dann schon Hand am Fuß. Aber ich bin halt kein Jesus nicht und weiß alles wie so manch anderer, der wo dann extrem klugscheißen kann, weil er sich halt auch auskennt. Aber zu denen mag ich ja gar nicht gern, weil mir muss das Spaß machen. Und es soll, wie hat der andere gesagt, love to entertain you. Genau um das geht es eigentlich. Spaß an der Geschichte und ein bisschen lustig soll es sein. Und ab und an habe ich dann auch einen Geistesblitz, den versuche ich dann auch so halbwegs in Hochdeutsch umzubringen, damit die Masse das dann auch verstehen kann. Ja. So. Und jetzt muss ich mal schauen, weil da gerade der Metzger auch da ist. Also ich baue jetzt dann gleich so weit. Jetzt muss ich mich kurz ausladen und dann fahre ich. Naja, Kuh schon melken, da hast du was gesagt. Ja. So, jetzt muss ich mal schauen, ob der Metzger da fertig ist oder nicht. Ich muss jetzt mal ausladen und bin ich gleich wieder da.
bin ich wieder da. Rechts abbiegen auf Karl-Köttel-Straße. So, jetzt fahren wir dann gleich weiter. Jetzt können wir heimfahren. Jetzt habe ich fertig mit der Welt. 2, 4, so. Ich muss mal auch unterschreiben. Yeti, bist du noch da? Oder Michael? Scheinbar nicht. Rechts abbiegen. Ja, da ist er ja. Ja, Yeti, was sagst du denn Straße. zu dem BTS, was da so gelaufen ist? Ich hab mir das heute auf Nacht oder heute in der Früh oder wie sagt man da? Ja, mal angeschaut Rechts abbiegen auf Xaver-Leitner Straße. und ja, leider Gottes habe ich eine Wette verloren und da habe ich mein Outfit ein bisschen ändern müssen, eine Stunde lang. Rechts abbiegen auf Salzburg. Aber auf 2 Stunden, was ich jetzt Zeit gehabt habe, das Ding. Ja, ich habe nicht so viel testen können, leider, weil einfach, ja, wie soll ich sagen, ich habe nur 2 Stunden Zeit gehabt, ja. Ich wollte eigentlich am Wochenende, aber irgendwie ist das überhaupt nicht ausgegangen, weil meine Kinder einfach dagegen waren. Der Papa hat spielen müssen, aber heute was anderes. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es super, Fernwärstraße. was da so gemacht haben. Wenn das dann sich noch ein bisschen weiterentwickelt da mit dem Companion etc., ne, also mit dem Begleiter, was da einige beklatscht haben, erstens ein mutiger Schritt, muss ich sagen, und zweitens, so schlecht ist der gar nicht, wie er von manchen jetzt da so dargestellt worden ist. Freilich, wenn jetzt du Veteran bist und hast da die volle Ausrüstung etc., ja, Rechts abbiegen dann auf bringt er natürlich vielleicht nicht so viel, aber wenn jetzt da einer anfängt, frisch und ist noch nicht so on the top, ja, dann denke ich mal, hilft der schon gut dazu, ist meine Meinung. Rechts abbiegen. Und die neuen Sachen, was da so gibt, das sind schon auch nicht schlecht. Mal so nebeneinander. 50 Meter. Im Kreisverkehr 4. Ausfahrt nehmen. Ja, man muss seinen Spielstil ein bisschen anpassen. Das stimmt. Ich habe da auch ein Set probiert gehabt, da wo es eigentlich da drauf ankommt, dass du mit dem Begleiter zusammenarbeitest. Den Straßen. Aber wenn du das machst, dann funktioniert das ganz gut, muss ich sagen. Ich habe auch nur schnell was zusammengestöpselt, so ohne groß irgendwie irgendwas auszurechnen. Ich habe es einfach nur probiert, ja. Weil was dann letztendlich rauskommt, weiß man nicht, und genau deswegen habe ich auch kein Video nicht gemacht, sondern nur den kurzen Stream da. Weil ich mir denke, ja, wenn ich jetzt die Exos da so vorstelle und dann letztendlich haben sie wieder anders oder werden wieder anders, da sparen wir die Arbeit, weil ich die Zeit einfach nicht habe. Und da jetzt nicht so im Klick rausspringt, dass ich jetzt das brauche, dass mir dann Leute jetzt da, dass ich die meisten und überhaupt und irgendwas, ist mir das tatsächlich wurscht. Aber wenn dann die Sache so rauskommt, dann hat man da wirklich ein paar gute Pilze im Petto, die wo dann auch wieder mal ein Video wirklich wert sind. Darf ich jetzt mal so behaupten. Vor allem das neue Set für Sturmgewehr, wenn man das richtig mixt, macht das wahrscheinlich einen brachialen Schaden. Da würde ich fast behaupten, dass ein neues Metaset rauskommen könnte. Glaube ich mal. Ja, ich hab's schon mitgekriegt. Daniel hat ja kein PC nicht in dem Sinn, ja. Also habe ich das schon, er hat es ja eh gesagt im Stream, ja. Oder beziehungsweise in irgendeinem Video haben wir angeschaut, weil er neugierig war, ja. Und da hat er das eh gesagt, dass seine Community das zusammenbastelt hat und er das mehr oder weniger dann gerade vorstellt oder ja, erklärt. Aber ist ganz gut so. Man muss zusammenhelfen bei der Gaudi, so ist es, so gehört. So, wir
sind wir jetzt auf alle Fälle auf dem Weg Richtung Autobahn und dann Richtung nach Hause. Jetzt muss ich mir mein Navi noch mal umprogrammieren, weil das sagt schon wieder irgendeinen Scheißdreck noch. Ich brauche es zwar nicht wirklich, weil Heimvierten tue ich noch, aber der Stauwarner sollte dann eingeschaltet sein. So, was sagt er denn? 1 Stunde 43 Minuten to go. Was wir mir zocken, also ich für meinen Teil meist Division 2. Ja. Und mein nächstes Spiel wird Exoborn werden. Ja. Division 2, genau. Wenn du bei mir auf dem YouTube-Kanal ein bisschen nachschaust, da hat dann auch 2, 3 Videos drauf, da kannst du mal was reinziehen. Damit dann weißt du eigentlich auch, um was das geht. Ja. Oder was das für ein Ding ist, dann brauchen wir jetzt auch nicht so viel erklären. Dann. Oder du schaust nochmal beim Desano nach, das ist der Daniel. Der macht das schon viel länger wie ich, ist vielleicht informativer teilweise. Hätte jetzt tatsächlich auch kein Problem. Weißt du, was das? Hochdeutsch, ja, da fehlt es wieder ein bisschen bei mir, gell? Yeti, hau mal an Desano seinen Link, seinen YouTube-Link in den Chat rein und mein bitte auch, weil ich kann nicht. Schüssler ist aus Ringspurt. Der hat wahrscheinlich keine Probleme mit zum Verstehen. Habe wieder einen dazu gewonnen. Lieber einer wie keiner. Aber der Yeti, wenn er es mitgekriegt hat, der macht jetzt Copy-Paste. Dann kann jeder sich mal aussuchen, was er am besten versteht oder was er am besten anschauen mag und dann ist es gut. Na, die sagen. Ich bin bei weitem kein Profi nicht, aber mir gefällt es halt einfach. Die Sachen zu machen. Und jedes blinde Hund findet auch einmal ein Korn. Ich habe dann da auch schon 3000 Körner gefunden. Was mich selber wundert. Aber der Daniel, der haut da besser rein, der macht das schon seit Anfang an. Und der hat's drauf, ja, der Bursch. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ja, jeder macht das auf seine Art und Weise. Ich habe aber mal die bisschen andere Art. So, habe ich ja genug Werbung gemacht, glaube ich. Ja. Hast du Links gepostet? Das kann sein, er hat die Links gesperrt. Warte mal. Aber geil. So, jetzt probierst du das nochmal, Yeti. Ja, du schon, Alter. Ah, jetzt geht's, schau, Yeti. Unglaublich, oder? Und meinen bitte auch dazu. Dann ist alles gut. Ja, Kerry Schießel, das ist gut. Meine niederbayerische Heimat Niederbayern. Ja, dem vom Desano hat er gleich, gell? Bei meinem muss er suchen. Alter Schwede, Michael.
habe dich zum Moderator ernannt. Du kriegst einen Schraubenschlüssel, dann kannst du da rumschrauben. Ich mach das auf dem Handy, das sind aber doofe Ausreden, mein Lieber. Ich mach alles auf dem Handy. Lol. Ja, die A3 ist zum Scheißen, da hast du recht, ja. Die A3, die hat einen Teufel gesehen. Vor allem, wenn du da Freitagmittag in Regensburg bist. Da holt dich der Teufel. Ich bin da auch schon leider Gottes des Öfteren im Stau gestanden. Heute komme ich von unten her, heute wird es mir wieder im Bocking da bräseln wahrscheinlich. Und da ist noch unser Immigranten-Screening. Und den Blödsinn sagt es tatsächlich im Google Navi nicht an, wie viel Stau das da ist. Ich glaube, dass die A3 generell so ein Problemkind ist. Die kommt gleich nach der A9. Das Ding ist echt zum Mäusemelken. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt dann die A3 einmal suchen, weil wir müssen da nach Hause fahren. Jesus, dass es nicht vergisst, genau, Discord haben wir natürlich auch. Das war Feldwalzen Community oder der GLV-Surfer ist bei mir oben im Banner drin oder in der Bio. Da sind die Links versteckt. Der eine oder andere, der Lust hat, kann natürlich dazugehen, kostet nichts. Kann ein wenig mitquatschen. Feldwalzen Community ist eigentlich für alles da, ja, vom Spielen her bis on Tour oder einfach nur zum Quatschen, Austauschen etc. Für das ist der Discord gedacht. Momentan tatsächlich ein bisschen tot, weil, was der Teufel warum? Beteiligung halt, Leute sind nur da, aber keiner schreibt was auch immer. Aber naja, das wollte ich gerade mal gesagt haben, so nebenbei. Weil wir gerade bei der Werbung sind, unterstützen, nämlich wenn er möchte. Es gibt die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Kostet auch nicht viel, 99 Cent, wird es ja auch nicht teurer werden. Da kann mich dann einer ein wenig schubsen, wenn er das so will. Gerade mal so als Info nebenbei, das war es eh wieder. Das sollte man immer gesagt haben. Weil da kriegt man aber ganz gescheite Newsletter von YouTube, was man in einem Stream erwähnen sollte und so weiter. Ich halte von dem ganzen Schmarrn eigentlich gar nichts, weil, weiß auch nicht. Es wirkt dann irgendwie so gestellt und aufgesetzt und ja, jetzt geht er wieder betteln, so ungefähr. Aber die Wahrheit spricht, man sollte mal darauf hinweisen und dann soll es gut sein. Ha, Anteileigner, oder? Passt. Ja, ich habe da über Prism Live Laufer das Ganze, da sehe ich leider die wie sagt man jetzt da, die Banner nicht, die was verteilt, wo man beim YouTube-Chat selber sagt. Ich sehe die nicht. Ja. Also zumindest jetzt nicht. Dann müsste man ja mein Handy umschalten, aber da ich das über Live-Programm oder über Prism Live Laufer habe, sehe ich das leider nicht. Wer jetzt noch bei mir im Kanal mit dabei ist und wer nicht.
Ich weiß noch eins, dass der Heiko seines Zeichens Leicht rechts abbiegen zur Auffahrt. einer ist von den ersten oder überhaupt der erste war und jetzt hat schon ein rotes Abzeichen gekriegt hat. Das heißt, er ist mindestens schon ein Jahr mit dabei und das freut mich natürlich narrisch. Ja. Nach 400 Metern auf Er hat sich dann auch schon brutal verausgabt für mich. Und ja, er ist jetzt zwar schon länger nicht mehr da gewesen, aber so Leute, die sind ja, Gold wert, sag ich jetzt einmal. Mich freut es halt, dass einer dabei bleiben mag. Es ist ja so, was tut denn der? Das bremst der. Das ist ja so ein kleiner Motivationsschub dann, weil wenn man sagt, dass die Leute gefällt, dann hat man wieder Lust, dass man weitermacht. Nach 3 Kilometern am Autobahnkreuz links Habe ich gesagt, bei mir darf man nicht alle alles ganz so ernst nehmen, auf 56 weil A8 Richtung ich muss sagen, ich bin mit den, ich sage jetzt in Anführungszeichen, gell, also mit den Videospielen groß geworden. Das erste Teil war bei mir der Atari, 2 Balken und ein Ball und da haben wir Tennis gespielt, ich und meine Mama, mit einem Briegel von Joystick. Und ja, ich habe das schon immer da als Zeitvertreib, aber jetzt halt nicht, weil ich der Beste, der Klügste und was weiß ich sein wollte, sondern einfach nur, weil es Spaß gemacht hat. Und das ist bis heute geblieben tatsächlich. Ja. Ich bin doch ein gesetzteres Alter, sage ich jetzt einmal. Mich überrascht es, dass tatsächlich die meisten so ja, zwischen 30 und 60 tatsächlich sind, die wo so im Gaming-Sektor umeinander kriechen, ja, zumindest bei mir. Hat mich stark überrascht, muss ich sagen. Ich meine, das warten für Jüngere, aber irgendwie nicht. Ja, fahren auf der Autobahn. Und jo, folgedessen ist das Ganze bei mir, muss das einfach Spaß machen. Und ein wenig Gaudi muss selber sein, weil das Leben ist so furchtbar ernst. Das ist ein Liedl, oder? Jetzt hast du wieder einen Ohrwurm gepflanzt. Scheiße. nach 600 Metern am Autobahnkreuz links einbiegen, Fahrstreifen nutzen, Entschuldigung auf 56 A8 Richtung 55. So, jetzt sind wir auf der A8 Richtung Basel. Am Autobahnkreuz links einbiegen, Autobahnkreuz Knoten-Wels, genau. Da duschen wir jetzt drüber und dann fahren wir Richtung Passau auf der A8 Richtung A3 und dann freuen wir uns recht stark, weil wieder Stau ist. A8 nach 62 Kilometer. So. Jetzt wird es wieder Fahrt, weil jetzt zieht sich das 1,5 Stunden so dahin mit der Autobahn. Aber was soll's, gell? Kann ich euch noch einen Schwank aus meiner Jugend verzeihen. Aber ja, fällt aus, ich hab's vergessen. So, der Möbelix. Kann nix, weiß nix, Möbelix. Ja, als einmal los grüßen, weißt du. Mir hat meine Tochter gesagt, Papa, hast du auch mal ein Kind? Sag ich, freilich. Ja, ist aber schon lang her, gell? Sag ich, ja. Sag ich, na was verzeihen? Sagt's, nein, lieber nicht.
auch noch mal so sprich. Das ist brutal. Einer hat es auch noch mal rausgehauen. Da hat es gesagt, die ist die 7, gell? Wenn wir dazu sagen, 7 Jahre. Dann sagt sie zu mir, Papa, hast du Frischhaltefolie daheim? Und sage ich, freilich, hast du nur daheim? Sage ich, für was denn? Ja, damit wir die einwickeln können. Sage ich, warum möchtest du mir jetzt einwickeln? Sagst du auch nicht, dass du Stinger anfängst wegen Gammelfleisch und so. Sage ich, Alter, jetzt das schau aber, dass du lang bringst, gell? World of Warcraft. WoW. Oh, WoW. Na, fällt aus. World of Warcraft kennt natürlich, aber Zeitfresser. Und Zeit hat der Papa nicht. Der Papa braucht jetzt, wo keine Speicherpunkte sicher spielen muss, sondern wo er ein- und ausschalten kann, wo er lustig ist, und da ist die Division optimal. Und genau deswegen spiele ich das Ding auch schon tatsächlich 7 Jahre lang. Und jetzt bei YouTube, ich glaube 2 Jahre, wo ich dabei bin. Ja. Und Autoschrauber. Du machst selber Kfz-Schrauber-Sachen. Das ist auch mal nicht schlecht. Vielleicht brauche ich da den einen oder anderen, muss man gerne mehr anmerken. Ich kann jetzt nicht draufdrücken, aber da werde ich dann mal ein Abo da lassen. Aber ich brauche grundsätzlich aber irgendwann, wo ich spicken kann. Das ist bestimmt nicht schlecht. Außer du laberst dann recht an Scheiß. Ha, 20 Jahre, Alter. Da bist du ja groß geworden mit World of Warcraft. Boah, da kriege ich immer so einen Würgreiz. Ich weiß auch nicht, ich mag das Ding nicht. Weil ich gesagt, Zeitfresser war ohne Ende. Und das geht bei mir halt aus zeittechnischen Gründen so überhaupt nicht. Fangst zum Spielen und zack, ist 20 Jahre später und spielst es immer noch. Es hat was, ja, aber ich mag schon allein die Perspektive nicht. Also jetzt Spiel, das muss man so, ich sage mal so von oben so landkartenmäßig sieht, nee. Das einzige, was ich damals einmal gespielt habe, das war Dragon Age, glaube ich. Das war eins von den ersten oder auch das letzte, was ich, der Blitzer. Müssen sie mir jetzt da einen Blitzer hinbauen, die Säcke, das glaubst du eh nicht, oder? So, hat man das auch erledigt, hat mich nicht erwischt. Gerne Schüssel. Alles gut, alles gut. Du hast ja keinen Link gepostet. Du hast es nur erwähnt, und wenn dann einer von den 5 Zuschauern, wo ich habe, dabei ist und möchte auf deinen Kanal springen, dann soll er das in Gottes Namen tun. Ähnlich, ja, ähnlich. Aber es ist halt nicht viel Gelabere dabei. Am Anfang ein bisschen, hat schon Videosequenzen auch mit dabei. Aber auch nicht so arg. Also das ist hauptsächlich ein Loot-Shooter, ja. Aber meines Erachtens tatsächlich gibt es kein vergleichbares Spiel, das wo jetzt ähnlich aufgebaut wäre. Das wo genauso rumpelt wie jetzt die Division. Hat zwar genug Bugs drin, also genug Fehler, wo die Beine jetzt relativ gut ausbiegelt werden momentan, finde ich. Aber nein, stört mich nicht. Ja. Ich mag jetzt da keinen Pokal gewinnen mit dem Spiel oder irgendwelche Zeitläufe oder weiß nicht, was soll es treiben, so Speedruns, bla etc. in 1,4 Minuten durch irgendeine Mission durch. Ich mache das einfach, ja, ich ziehe mir ab und zu mal irgendein Setup, das mir absolut keinen Sinn nicht macht, und versuche mit dem durchzukommen. Ich mache mir die Sache dann selber schwierig. Und wenn dann irgendein Bug drin ist, ja mei, dann ist er halt drin. Das interessiert mich jetzt eigentlich nicht wirklich. Ja, wenn da irgendein Soundbug drin ist, wo dann 100-mal die gleiche Nachricht hörst, ja mei, dann ist es halt ein bisschen nervig, aber ist halt so. Und wie gesagt, Exoborn wird das nächste sein, wo ich beziehungsweise auch Content drauf habe dann, weil ich einfach, es ist ähnlich wie Ark Riders oder ja, ähnlich. Das ist praktisch
wie sagt man da, PvEP, PvEVP, so irgendwas in der Richtung. Also mit mehr Spieler gegen Spieler und gegen Computer. Ja, so. Mit denen man auch kämpfen kann und die selbst auch fertig machen. Also scheiß Blitze, Stürme, Lava, Regen und weiß nicht, was sie sich noch alles einfallen lassen. Mit denen die kannst du praktisch auch mit benutzen als Waffe und auch musst aufpassen, dass der Wind nicht wegbläst, so ungefähr. Und das macht schon Fun. Also ich habe da ein bisschen reingeschaut in das Spiel, reinschauen dürfen. Wird es was werden, da wo ich dann das auch probiere. Obwohl ich jetzt kein Freund bin von PvP-Spielen, ja. Aber man wird sehen, wie sich das gestaltet. Auf alle Fälle, ich finde es gut aufgebaut. Ist auch ein Shooter oder ein Loot-Shooter, wenn man sagt. Ähnlich. Und dann schauen wir mal, wie sich das gestaltet, wenn sie es dann rausbringen. Das Spiel kommt aber erst Anfang 2026 raus, so Gott will. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, man spielt in einem Team von, glaube ich, 4 Leuten. Also 3 oder 4. Es ist nicht unbedingt sogar so stark ersichtlich von den Teaser, was es gibt. Also 3 sind es dort sicher. Und da muss man halt zusammenarbeiten, ähnlich Ark Riders. Ja. Wobei bei Ark Riders wird sich das auch bald erledigen, weil die Leute, die da Tag und Nacht drin sind, einfach brutale Sets haben und dann die Neuer wegblasen werden. Und dann wird sich das wahrscheinlich erledigen mit dem Spiel. Weil dann die Lust verlieren, wenn es vom Loch aus schaust, gleich für irgendjemand weggeblasen zu werden, ja, da hat dann keiner mehr Lust dazu. So jetzt meine Meinung. Jo, Telefon. So, wir auf der A8. Richtung Heimat. Ich brauche mal einen Pinkelplatz oder irgend sowas. Weil sonst stehe ich im Wasser, das kommt nicht so gut. Stadt. Wie längst. Der McDonalds. Also ich glaube, den gibt es auch überall. Ne? Das ist unglaublich. Jetzt nichts findest, aber den findest du sicher.
Ja, dann haben wir noch eine gute Stunde, über eine Stunde, 1,5 Stunden. Dann wird sich das wieder erledigt haben für heute. Mit Tagfahrlicht sieht man dich hinten nicht, hat es geschrieben. Aha. Stimmt eigentlich, gell? So eine Raststation hätten wir schon gefunden, aber da kann ich jetzt nicht rausfahren. Ich brauche einen normalen Parkplatz. Das muss ich nämlich schon wieder blechen fürs Bieseln und das habe ich absolut keine Lust nicht dazu. Weiter vorne auf der Route. Angezeigt. Gerade im Moment ist es ein bisschen fad, gell? Aber die Autobahn war. Ich weiß nicht. Aber es hilft nicht. Einer vorne und Oberbremsen, genau. Machst du aber auch was falsch, glaube ich.
Teil wird es aber dringend, gell? Museum Furtmühle Bram. Aber jetzt auch noch nicht. War mal so eine Option, aber es ist umschaut, glaube ich. Also tatsächlich einmal die Susi fragen, was das für ein Freilichtmuseum ist. Ah, ich glaube, die schlaft noch. Susi, schlafst du? Pinkelplatz, das ist jetzt aber notwendig, gell? Es wird schon langsam eng da. So, bin ich gleich wieder da, aber ich muss noch mal kurz mal. So, haben wir wieder bei der Musi. Susi, Furtmühle Freilichtmuseum Bram in Österreich. Was weißt du denn dazu? Freilich, ich helfe dir gern, wenn du mich so nett bittest. Also die Furtmühle in Obertrum am See in Österreich ist eigentlich ein wunderschönes altes Mühlenanwesen, das heute ein beliebtes Ausflugsziel ist.
Da gibt es oft Führungen, Veranstaltungen und so ein bisschen was von der ländlichen Tradition zum Anschauen. Wenn du also mal Lust auf ein bisschen österreichisches Landleben und Mühlenromantik hast, bist du dort goldrichtig. Dem Straßenverlauf von A8 noch 32 Kilometer folgen. Susi, was kostet da der Eintritt? Jetzt mag's wieder nicht mehr. Susi, was kostet da der Eintritt? Schlechtes Internet. Wieder Geschäftelhuren dann. Ist das Fahrtleid. Jeden Tag so weit zum Kutschieren da. Schon ein bisschen Fahrt. Also einen ganzen Tag das Scheißheisel wieder. Oida. Was rast da durch, oder? Es wird nicht anders da. Regnet es bei euch auch noch? Also da irgendwie gefühlt schon die ganze Zeit. Ja, soweit. Ein bisschen habe ich noch. Ein bisschen, ein Stückchen habe ich noch, ein Stückchen. Genauer gesagt 30 Kilometer bis zu der Grenze. Ich muss noch fahren bis 11:34 Uhr, dann habe ich es geschafft. Also nur aber eine Stunde. Und vom bald geschafft, darf ich jetzt einmal noch nicht sagen. Ja.
definitiv schon. Ich kann schon hören. Wobei ich nach der Arbeit gleich noch mit so meinem Schreiner meines Vertrauens fahren muss, ein paar Sockspar holen für meine Hosen. Weil die sind wieder ausgegangen. Weil sonst kacken sich die ans Bein und das ist dann nicht so schön. Mit dem da vorne wäre ich auch nicht froh. Ist jetzt da eigentlich Überholverbot? Glaube nicht, weil der hinter mir überholt mehr. Jetzt ist weg. Ja. Jetzt ist das Überholverbot weg, jetzt kann ich überholen. Wenn du schaust. Ja, Ringer, freilich. Aus nur zu, geht schon. Ein Scheiß wieder ist. Also die mit ihren Autoauflieger, wenn sie kein Auto drauf haben, die fahren jetzt Sau, gell? Die fahren jetzt noch mit 100 vorbei. Slowenien, ja, vielleicht darf ihr das, kann auch sein. Gott sei Dank muss ich nicht mehr aussteigen, das ist so oder schon. Ja, ich glaube jetzt eher weniger, dass es sauber wird. Bei dem ganzen Dreck, was man da an den Windschutzscheiben fliegt. Der schaut hinterher aus wie Sau, wenn er wieder antriggert. Aber ich brauche es ja nicht waschen. Das ist schon mal gut. Die zwei, die fahren wieder Teufel, gell? Den interessiert es. Aber die treffen wir wieder, garantiert. Blöde Geschwindigkeit davon, gell?
Tendenz ist, das schneit die Woche noch irgendwann. Ja, Donnerstag oder Mittwoch, Donnerstag soll es Schnee geben, ja. Da bin ich auch gespannt. Ich für meinen Teil brauche den Scheiß nicht. Aber dann wird's lustig. Dann bauen wir Kufen auf und ein paar Rentiere vorn dran und dann spielen wir Nikolaus. Tun wir dann noch eine rote Laterne auf meine Nosen auf und benehmen mich um dann einen Rudolf. Ein Hirsch bin ich eh schon. Dann passt's fast. Ich sage jetzt lieber nichts mehr dazu, weil sonst kommt wieder irgendwie einer daher und sagt, wetten, dass du das nicht machst. Nein. Lass mal lieber sein. Piep. So, jetzt muss ich den einmal überholen, weil der geht natürlich auf den Zeiger. Ja, Couch fällt bei mir aber aus am Feierabend. Weil, wie gesagt, jetzt muss ich zuerst einmal ein bisschen Sägespäne holen für meine Hasen. Und wenn ich dann heimkomme, dann kann ich mir gleich in die Küche stellen wahrscheinlich. In die Küche. Kommt drauf zusammen, wie spät das wird. Aber schlafen fällt bei mir aus jetzt nach der Arbeit, leider Gottes. Naja, das waren halt die meisten, wenn ich heimkomme, dass ich mich zuerst einmal hinlege. Ja. War eine gute Option, aber das funktioniert meistens nicht. Weil da kommt dann Hausaufgabe machen und kochen und weiß ich nicht was alles. Nein, die Hosen kannst du nicht essen, weil die haben für meine Kinder, das sind nur ein paar Zwergkanickel. Stallhasen habe ich zuerst auch gehabt, aber da meine Frau was dagegen hat, dass die Viecher nicht essen mag, dann brauche ich es auch nicht herfuttern. Ja. Weil dann kriegt es dann eine Krise. Ja, eher Nuggets, das schaut doch nicht nach Tier aus, richtig. Ist ja, da. Sauerstoffmangel habe ich da irgendwie. Aber ich nähere mich der Grenze. So weit glaube ich kann es nicht mehr sein jetzt. Weil das Netz zieht eh schon rum, so wie das ausschaut.
ist irgendwie wieder scheiß Übertragung, da geht das Netz nicht so, wie es gehen soll irgendwie. Nein, bin ich noch nicht. Aber kurz vor der Grenze. So haben wir 9 Kilometer noch, dann bin ich in der Grenze. Und da wird der Stream wahrscheinlich dann einmal ein bisschen abkacken, weil das dauert immer bis ins österreichische Netz und das Deutsche wieder da ja, rumfriemelt. Kann sein, dass dann ein paar Ausfälle kommen, ja. Jetzt dabei geht es auch nicht mehr gescheit, ich weiß nicht warum. Aber es ist tatsächlich immer wetterabhängig. Also wenn da vorne ist der Sendemast, auf der rechten Seite sieht man sowieso, oder? Und trotzdem geht meine Übertragung nicht wirklich gescheit. Muss ich nicht verstehen. Ja, über die Grenze in Sachsen, ich glaube nicht, dass in Passau es wieder hat. Wenn, dann wird es so ab Eichhof am Wald, ja, dann dreht es Wetter, wenn man Glück hat. Aber auch nicht immer. Ich glaube, dass bei uns auch hübsch regnet. Der Mautzähler, der läuft ganz schön, gell? Das ist nicht klar. Kommt auch über einiges zusammen. Oh je, was ist denn da schon wieder gesperrt? Macht's mich bloß schwach, oder? Ein Parkplatz gesperrt, Gott sei Dank war ich schon. Ja. Jetzt haben wir nicht mehr weiter an die Staatsgrenze, Passau. Also wie gesagt, wenn ich über Grenze fahre, da wird der Stream dann ein bisschen abkacken, weil einfach der Netzwechsel da ist, von Österreichisch auf Deutsch. Und das dauert dann aber ein bisschen, bis es sich wieder gefangen hat, das Ganze.
Möge das Licht mit dir sein. Steht da auf der Tafel drauf. Was ist denn das für ein Scherzkeks, Alter? Möge das Licht mit dir sein. Ja, Star Wars-Fan, oder? Kann es sein? Ui, der Schwede. Ich bin ja noch die Österreicher. Geh weiter. Das ist einen Short wert, würde ich sagen, oder? Möge das Licht mit dir sein. Ah, so ein Scherzkeks. Ich weiß nicht, ob man es lesen hat können. Krass. Witzle Christen Späßle gemacht. Möge das Licht mit dir sein. Doch nicht, schon. So, der Grenze. In 5 Kilometern auf der A3 zu einer Verzögerung von 8 Minuten. Du bist immer noch auf dem schnellsten Weg. So, jetzt wird der Stream wahrscheinlich langsam sich aufhängen, aber keine Ursache, es geht dann gleich wieder weiter. Weil er muss das Netz umschalten. Es kann aber ein bisschen dauern, weil manchmal spinnt es auch wenig. Dann geht es erst ungefähr so, wenn ich 10 Kilometer in Deutschland drin bin. Weil mittlerweile die Übertragung ist eh relativ schlecht gerade im Moment, was ich da so sehe. Aber jetzt haben wir die Staatsgrenze passiert. Jetzt kommt dann Ausfahrt Bocking und dann kommt der Bugel und wenn ich den drum bin, dann geht das Netz auch wieder. Zumindest so wie es sein soll. Dann wird es bald auch wieder besser. Auto kaputt, oder was? Du nix fahren elektrisch, du fahren mit Benzin, kann sich Strom nicht ausgehen. Ja, bin ich wieder da. Das war jetzt eine längere Pause, weil ich genau im Funkloch gestanden bin und genau da war auch Stau. So, jetzt bin ich aber auf Deutschland, jetzt in der Höhe von Passau. Und jetzt halt die letzten paar Meter, dann haben wir es geschafft.
So, wie gesagt, Stau gestanden und das auch gerade im Funkloch, das ist natürlich schlecht für mich. Aber jetzt funktioniert es wieder.
irgendwann einmal ein paar Schwimmflieger oder so. Kann nicht sein.
Perfekt, ja, die Schüssel. Alles klar, super, danke dir. Ich sehe das leider nicht. Ja, ich bin vorhin im Stau gestanden, in einem Funkloch drin. War ein bisschen scheiße, kontraproduktiv. Aber ansonsten was. Ich danke dir recht herzlich. Ja. Mein Abo geht auch raus, wenn ich irgendwo PC drauf sitze. Jetzt momentan geht's nicht.
Freunde, das war's mal wieder für heute. Jetzt habe ich dann meinen Zielpunkt gleich erreicht. Ich danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe dann bis zum nächsten Mal. Und ja, Abo, Glocke nicht vergessen. Aber jede dann bis zum nächsten Mal.